Ihre ersten beiden Alben hat die Band innerhalb von 10 Monaten produziert. Der Express bezeichnet sie schon als Superstars, obwohl der Name der Band übersetzt eigentlich so viel wie Krawall bedeutet. Die Gründer von Casalla sind bei uns einmal Flo Peil und Flo Peil, so muss es heißen, und Bastian Kampmann. Herzlich willkommen, hallo. Hi. Karnevalssession, fangen wir vielleicht damit an. Dieses Jahr natürlich riesengroß gewesen, wieder bei euch. Was war das Erste, was ihr nach der Session gemacht habt? Urlaub. Ja, ja, wir haben 4 Wochen, glaube ich, jetzt Urlaub gehabt. Und jetzt heute ist quasi der erste Arbeitstag nach der Session. Und, ich sehe dich heute zum ersten Mal wieder, seit Aschermittwoch. Ja, wollte ich gerade fragen. Muss man dann auseinandergehen, wenn man so eng aufeinander gewesen ist, so eine ganze Session über? Wenn man als 5 Kerls irgendwie 3 Monate in einem Bus zusammen unterwegs ist, dann kann es danach nicht schaden, wenn man mal ein bisschen nicht jeden Tag sich sieht. Ja. Ihr habt zusammen die Band 2011 gegründet. Was ist das für ein Prozess, so eine Bandgründung? Kann man den professionell angehen, also casten und gucken, was brauchen wir, der hat das, oder ist das mehr so ein Bauchgefühl gewesen bei euch? Also die Sache ist, die Grundidee für die Band, die stand irgendwie schon sehr lange. Es war eigentlich eher so ein Gag. Wir kannten uns schon länger, auch wir hatten Bands, mit denen wir gemeinsam Konzerte gemacht haben und kannten uns über die Musik und hatten immer das Ding, dass wir gesagt haben, wir machen irgendwann mal eine Band zusammen, mit der wo wir kölsche Sachen machen. Und dann irgendwann haben wir so locker mal angefangen, Songs zu schreiben und dann wurde das irgendwie immer ernster. Und als es dann quasi so spruchreif war und dann auch der Name kam und wir hatten dieses Logo dann auch und Pirate war tatsächlich der erste Song, den wir geschrieben hatten, dann haben wir halt mal ein paar Freunde gefragt, ob die Lust hätten mitzumachen. Und dann kam das so in Gang. Der ist relativ gut angekommen, um mal weit zu untertreiben. Der erste Song, erste Album ist kritisiert worden oder in der Kritik gewesen mit das Beste, was seit Jahren an kölscher Musik auf eine CD gepresst worden ist. Das gleich zum ersten Album. Das zweite ist sogar noch besser gelaufen in den Kritiken. Gab es irgendwann mal das Risiko abzuheben, schon direkt? Oder was war das, als ihr gemerkt habt, das kommt an? Also das würde ich so jetzt nicht unterschreiben können. Erstens mal war es ja so, dass die anderen 4 Kollegen schon viele Erfahrungen auch in der Branche gemacht hatten und die auch jahrelang Musik gemacht hatten in Bands, wo man gemerkt hat und weiß, wie schnell es hoch und auch runter gehen kann und uns von Anfang an bewusst war, viel Arbeit und immer weiterarbeiten. Und es passiert auch einfach immer so viel schnell links und rechts, dass wir auch wenig Zeit hatten, also wir mussten schon uns Zeit nehmen, um das mal zu genießen, weil tatsächlich einfach immer weiter, immer schneller, immer mehr und wir wollten auch immer weiter arbeiten und das hält auf dem Boden. Und ihr habt es wirklich geschafft, sehr viel zu produzieren. In den ersten 10 Monaten gleich die ersten beiden Alben rausgehauen. Hattet ihr einfach so viele Ideen oder wieso so schnell? Ist ein bisschen geflunkert. Also eigentlich haben wir ja das erste Album hatten wir schon relativ früh fertig. Also wir haben ich glaube im September unseren Plattenvertrag unterschrieben und haben das im November oder so oder im Januar danach haben wir es veröffentlicht und die Songs standen dann auch schon. Also es ging dann relativ schnell, weil wir schon relativ viel vorgearbeitet hatten. Das zweite Album war dann wirklich in diesen 10 Monaten, dass man dann 10 Monate nach der Veröffentlichung dann das zweite Album schon draußen hatte. Es lag, glaube ich, ein bisschen daran, es ging halt einfach los mit der Band und es lief. Also es war wirklich wie verhext. Also wir konnten es uns auch selber nicht erklären. Wir hatten Auftritte, die Konzerte waren plötzlich ausverkauft und es kamen immer mehr Leute und irgendwie beflügelt das einen natürlich auch. Also wir hatten plötzlich einfach viele Ideen, waren im Proberaum und hatten Bock, neue Sachen zu machen und dann war das Album hat sich irgendwie geschrieben. Also es war gar kein Druck dahinter. Ja. Der erste Song, Pirate, riesig erfolgreich gewesen, auch bei Los Mal Singe, eine Veranstaltung hier in Köln, die auch selbst immer erfolgreicher wird. In der letzten Session Ali Laser Hu wieder Sieger gewesen bei Los Mal Singe. Dieses Los Mal Singe, das ist ja schon was eingeschlagen hat in Köln, genauso wie ihr. Bemerkt ihr eine Veränderung in der kölschen Musikszene über die Jahre hinweg? Also es ist sicherlich so, dass gerade so das Publikum, was zum Beispiel zu Los Mal Singe geht, ist, glaube ich, im Großteil auch vielleicht Publikum, was nicht so der klassische Sitzungsgänger ist, der jetzt nicht im Gürtel nicht sitzt und dann sich da in die Sitzungen hochfrequentiert. Und es ist auch jüngeres Publikum und ich glaube schon, dass das auch so ein bisschen ein Katalysator dafür ist, was gerade in der Kölner Musikszene passiert. Es gibt ja unglaublich viele Bands, die da jetzt auch, junge Bands, die da jetzt auch nachkommen, was ja so eine Szene auch wunderbar belebt. Und Los Mal Singe ist da sicherlich ein ganz wichtiger Faktor, um das auch zu transportieren. Ja. Wo kommt das her, dass es auf einmal so viele junge Bands gibt? Ist das nur ein Gefühl oder ist das wirklich so?
Also es war ja tatsächlich, glaube gefühlt so, dass auch in einer gewissen langen Zeitraum eigentlich nichts passiert ist. Also nicht wirklich viel Neues kam. Vielleicht ist es so, dass durch das am richtigen Ort, am richtigen Moment, auch zur richtigen Zeit sein, wie das Cat Ballou und wir dann vielleicht gemacht haben. Vielleicht hat das auch andere Bands motiviert, einfach da mal sich im Kölsch zu probieren, was wir natürlich super fänden, wenn es irgendwie ein bisschen dazu beigetragen hat. Und ich glaube nicht, dass man sich da täuscht, dass da im Moment viel passiert. Das kann man echt, glaube ich, sagen. Bei euch passiert auch sehr viel. Ihr tretet mittlerweile auf in Frankfurt, Berlin und Hamburg. Hättet ihr euch das vorher träumen lassen, dass man da mit kölscher Musik erfolgreich sein kann? Absolut gar nicht. Also es war eigentlich so, dass wir anfangs immer gedacht haben, okay, wir machen jetzt mal auf Kölsch, was wir da Bock drauf haben. Und also ich habe mich in der kölschen Musikszene damals auch schon ein bisschen rumgetrieben und kannte ein paar Leute. Und wir hatten irgendwie Bock, was auf Kölsch zu machen, was ein bisschen anders ist, ein bisschen jünger ist und auch uns ein bisschen entspricht. Und wir hätten auch nie erwartet, dass wir in Köln überhaupt so einen Erfolg haben. Aber dass das dann noch über die Grenzen von Köln hinaus passiert. Also wir haben ja schon eine Deutschlandtour gemacht, letztes Jahr auch, wo dann plötzlich in Hamburg mehrere hundert Leute standen. Ja. Und wir auch dachten, hä, wo kommen die denn jetzt her und warum? Wir sind in Hamburg. Ne? Und da hätte niemand mit gerechnet. Es ist sehr schön, dass das so ist, weil wir das Gefühl haben, dass wirklich auch zum einen Exil-Kölner dahin kommen und zum anderen aber auch Leute, die einfach Bock auf kölsche Musik haben, weil natürlich auch Bands wie Bab oder Brings ja schon viele, viele Jahre die kölsche Musik auch außerhalb von Köln hörbar machen. Haben die Wege da zumindest schon ein bisschen ausgetreten? Es soll Menschen geben, die eure Musik noch nicht kennen, die euch vielleicht noch nicht kennen, in Hamburg vielleicht ein paar mehr als in Köln, aber für alle die können wir ja mal reinschauen, was Casala ist. Die Liebe ohne Level und die Freiheit und da tut Kummer, trinke auch mit denen, die im Himmel sind. Alle Gläser hoch, alle Gläser hoch, oh, alle Gläser hoch, oh. Ich komm aus der Stadt mit K. Aus der Stadt mit K, auch der Albumtitel, auf Platz 12 der deutschen Charts eingestiegen. 12.000 Menschen beim ersten eigenen Open Air im Tanzbrunnen. Wo soll das noch enden? Wenn es nach uns geht, endet es vor allen Dingen so schnell gar nicht. Nämlich, wir würden uns sehr freuen, wenn wir noch lange zusammenbleiben und wir lange noch mit der Kapelle Musik machen. Und das ist erstmal das Wichtigste für uns. Was würdet ihr machen, wenn ihr keine Musiker wärt? Ist das vorstellbar für euch? Also der Basti hat ja tatsächlich mal einen vernünftigen Beruf gehabt. Ich habe eigentlich die ganze Zeit immer Musik gemacht, halt mehr oder weniger erfolgreich. Also früher hatte ich halt auch irgendwelche Bands, aber das hat halt nie so funktioniert. Dann habe ich halt im Studio Musik gemacht oder die anderen Jungs in der Band haben auch mal unterrichtet oder irgendwas. Also mit Musik kann man es ja auch über Wasser halten, wenn man jetzt nicht unbedingt eine erfolgreiche Band hat. Deshalb, also ich glaube, ich würde auf jeden Fall Musik machen trotzdem. Der Beweis, dass ihr gute Musiker seid, den gab es auch jetzt von der GEMA. 2014 habt ihr den Deutschen Musikautorenpreis erhalten für kölsche Musik. Und wir haben uns auch mal in Köln umgehört, was denn die Kölner so von Casala denken und ob sie euch kennen. Eine Boyband. Ja, die kölsche Gruppe, ne? Karnevalsband ist das. Ach, die sind aus Köln? Ja, den Namen weiß ich immer noch nicht, wie die Gruppe heißt. Auch vom Karneval her. Und das Lied Piraten, klar, aber... Ist mehr so punkmäßig, glaube ich, aber... Punk? Oder? Punk? Nein, das ist Karnevalsmusik. Fröhlich. Kein Punk. Sehr nett. Und machen gute Musik. Ja, kommt mir bekannt vor, aber ich kenne den Namen nicht. Casala? Casala? Ja. 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 Casala, genau. Boyband war eine der Vorschläge da, der Leute hier in Köln. Man sieht es aber auch quer durch alle Generationen. Ja, das ist halt das, was wir bei den Konzerten teilweise auch festgestellt haben und das freut uns halt ganz besonders, dass tatsächlich der Opa mit seinem Enkel auch da in der ersten Reihe teilweise in der Live Music Hall war, das glaube ich, hatte ich das irgendwie 2013. Da saß wirklich dann der Opa, der konnte nicht mehr richtig sitzen, hatte sich so ein Höckerchen mitgebracht und sein Enkel war irgendwie 10 oder was. Und das ist, ja, das wird ziemlich super. Also es überrascht uns auch ein bisschen, ehrlich gesagt. Also nur weil, wenn wir dann irgendwie ein Konzert gespielt haben und dann kommen dann irgendwie 3 Damen jenseits der 60 und wir sind jetzt wahrscheinlich nicht die leiseste Band, die in Köln unterwegs ist und die sagen, ach nee, super. Und das ist wunderschön. Wie ist das ansonsten so für euch auf der Straße? Könnt ihr euch noch rumtreiben in Köln, ohne erkannt zu werden?
Es passiert natürlich immer öfters, dass man irgendwo angesprochen wird oder auch, dass man natürlich dann nicht genau weiß, gucken die jetzt so, weil ich gerade irgendwie was Komisches gemacht habe oder haben die einen jetzt gerade erkannt. Aber natürlich klar, wir sind in Köln natürlich einfach präsent über die Band, über Videos, über Auftritte, weil wir sehr viel auch spielen und natürlich wird man da auch schon mal angesprochen auf der Straße, aber das gehört dazu halt, klar. Ja. Nervt das manchmal auch ein bisschen? Nein, also bis jetzt ist es immer noch sehr, sehr nett und wenn dann die Supermarktverkäuferin so guckt und sagt, Sie sind es, ne? Das ist es gibt halt Momente, also einer von uns wurde schon mal in der Sauna angesprochen. Das sind dann so Sachen, da will man vielleicht nicht unbedingt erkannt werden, aber ansonsten ist es eigentlich super. Ja, solange am Gesicht erkannt wird, ist doch alles in Ordnung. 90.000 Klicks habt ihr bei Facebook. Ihr habt natürlich auch sehr viel Traffic auf eurer Seite. Macht ihr das alles noch selber? Das machen wir alles noch selber. Also ich hatte ja tatsächlich mal, man sollte, auch wenn du gemeint hast, es wäre ein normaler oder ein vernünftiger Job. Ich war ja Journalist und Online-Redakteur und ich betreue das dann bei uns auch noch komplett allein. Ja. Wie professionell seid ihr ansonsten aufgestellt? Also der eine hat es schon angesprochen, ihr seht aus wie eine Boyband. Genau. Mögt ihr wahrscheinlich nicht so gerne hören, aber man sieht es ja schon. Also so ein bisschen mal gefragt, wie viele Ringelhemden hast du? Kann nicht immer das Gleiche sein, oder? Ist schwierig. Nee, wir haben uns ja tatsächlich relativ viel Gedanken auch gemacht, auch ums Bühnenoutfit. Und wir haben eine Freundin, die Birgit, die sich um die Outfits auch gekümmert hat und sie das ein bisschen entworfen hat. Und die hat uns jedem, glaube ich, bestimmt 10 Garnituren oder so fertig gemacht, weil man natürlich einfach, gerade in der Session verbraucht der Basti, glaube ich, 3-4 Hemden am Tag. Ne? Das, ja, bei dir ist es das rote Hemd mit schwarzer Krawatte. Man sieht euch auch häufig mit Schminke. Sind das alles eure eigenen Ideen? Also wenn du jetzt beispielsweise auf das Video anspielst, also wir haben natürlich eine Grundidee gehabt, aber wir haben da halt auch wieder Freunde aus vergangenen Tagen, jetzt in dem Fall von Flo's alter Band, die da im Filmbereich tätig sind und die kommen dann auf Ideen und dann wird das zusammenentwickelt, aber wir holen uns da immer sehr viel Output auch von unseren Freunden und Bekannten, die wir halt da mit in der Familie haben und dann entsteht am Ende, kommt immer irgendwie sowas bei raus. Wenn die Leute jetzt wie auf der Straße sagen Karnevalsband, empfindet ihr das grob gesagt als Beleidigung? Nein, also nein. Also wir spielen im Karneval, das ist auch ein Teil dessen, was wir machen wollten von Anfang an. War klar, das soll in allen 5 Jahreszeiten, die es in Köln ja nun mal gibt, funktionieren. Und wenn jemand sagt, die kenne ich, das ist eine Karnevalsband, dann heißt es immerhin, er kennt uns. Insofern, warum jemand unsere Musik hört und wie er uns dabei nennt, das ist mir egal. Und kann er Volksmusik sagen, kann er Rockmusik sagen. Punk hat eben einer gesagt, gefällt mir auch ganz gut. Ist im Endeffekt egal. Es sind ja doch relativ viele Einflüsse, die da zusammenkommen. Ich habe gelesen in deinem Wikipedia-Artikel, du bist Mitglied der Zeller Schule oder auf der Zeller Schule gewesen. Ich weiß nicht, wie man sagt, ein Förderseminar für Textschaffende in der Unterhaltungsmusik. Kann man Musik machen lernen? Wie viel Arbeit steckt im Musikmachen drin? Also es ist ja immer so ein Songschreiben ist immer so eine Sache, die hat irgendwas mit Magie ja irgendwie zu tun. Also auch für mich, der jetzt, sag ich mal, sich beruflich Songwriter schimpft oder geschimpft hat, bevor ich Casala gemacht habe. Es gehört immer was dazu, was irgendwie eine Idee sein muss, die irgendwo herkommt. So, und da kann man nichts dran machen. Also wenn man eine gute Idee hat oder nicht, das passiert einfach so. Aber es gibt schon Handwerkszeug. Also man kann schon einen Text einfach handwerklich bearbeiten, man kann auch eine Musik handwerklich bearbeiten und da gibt es schon einfach Sachen, die man an die Hand gelegt bekommen kann durch solche Seminare, wo jemand einem sagen kann, okay, wenn ein Text noch hakt, kann es da und daran liegen, achte mal darauf also es gibt schon viele Dinge, die man lernen kann. Also in Amerika zum Beispiel kann man Songwriting auch studieren. Die Ideen, die sind euch bisher Gott sei Dank immer so gekommen. Habt ihr auch Druck oder spürt ihr Druck? Es ist natürlich so, also nach dem ersten Song war Pirate, ja, Eintagsfliege. Beim zweiten Song, danach wird der Druck, ja, aber jetzt müsst ihr euch etablieren. Na klar, kommt von außen zumindest Stimmen oder der Versuch, Druck aufzubauen. Aber wir versuchen uns so weit wie möglich davon frei zu machen, weil unter Druck kann man wahrscheinlich auch nicht immer besonders kreativ sein. Und im Endeffekt versuchen wir unser Ding zu machen und machen Sachen, wo wir am Ende sagen, ey, die Nummer ist cool. Und ob die Leute draußen sie dann hören möchten oder nicht, das kann man ja eh nicht beeinflussen. Es gibt halt in Köln natürlich diesen Jahresrhythmus. Gerade durch den Karneval muss man ja im Prinzip also pflichtmäßig einmal im Jahr eine neue Nummer bringen für den Karneval. Was aber auch, glaube ich, ganz gesund ist, weil man halt so nicht aus dem Tritt kommt. Also ich kenne das von anderen Bands aus der Vergangenheit, wo man halt ein Album macht, dann geht man auf Tour und dann ist plötzlich erstmal so ein Punkt, wo erstmal gar nichts mehr ist. Da hat man dann, das Album ist dann durch und die Tour ist durch, da muss man erstmal hinsetzen und wieder was Neues schreiben. Und in Köln hat man das, man muss halt eigentlich dranbleiben. Man schreibt eigentlich, sobald die Session vorbei ist, fängt man an, Ideen fürs nächste
Texte mal zu sammeln und man kommt gar nicht so in diese Situation, dass man 3 Jahre keinen Song mehr geschrieben hat. Und das ist eigentlich ganz gesund. Also ich glaube, dass man immer am Ball bleibt, ist eigentlich für die Kreativität auch förderlich. Also dann kann es jetzt schon losgehen für die nächste Session. Wir wünschen euch viel Erfolg dabei und danken für das Gespräch für heute. Vielen Dank. Sehr gerne. Ciao. Und liebe Zuschauer, das war's von uns. Wir bedanken uns auch fürs Zuschauen. Machen Sie es gut.